Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Ein Eclair muss anders aussehen als das, was jetzt gerade im Ofen ist. Sonnenfrust. In ein paar Wochen wird der Pascal Arnold bei den europäischen Berufsmeisterschaften als bester Nachwuchskoch gewinnen. Aber mit diesen Eclairs da wird er die Jury nicht überzeugen. Ja, es nervt mich schon, dass sie nicht gut sind. Ich habe ja schon gute Eclair gemacht. Aber ich habe das Gefühl, das ist wichtiger, dass ich am Schluss Erkenntnis daraus ziehen kann, was man anders machen muss bei dem Rezept, dass es euch gut kommt. Aber ja, es nervt. Ich hätte jetzt auch lieber ein feines Eclair zum Dessert. Das ist SRF bei den Leuten. Familiensache. Der 20-jährige Urner lässt in seiner Karriere nichts anbrennen. Ich glaube, die höchste Erwartung habe ich selber an mich. Weil schlussendlich ist es mein Wettbewerb und ich will dann dort gut sein. Und es hat für mich jetzt auch sehr viel mit Selbstdisziplin zu tun. Zumindest die Füllung für die Eclairs sollte jetzt gelingen. Er hat einen Ruf zu verteidigen. Die Schweizer Delegation hat an den letzten Euroskills 2023 abgeliefert, unter anderem auch im Kochen. Dort haben sie auch eine Goldmedaille in die Schweiz geholt. Und für mich ist jetzt das auch das Ziel, eine Goldmedaille in die Schweiz zu holen. Hohe Ziele setzen, dann hat man etwas, wo man darauf arbeiten kann. Das Ziel ist, an den Euroskills in Dänemark 7 Gänge an 3 Tagen perfekt auf die Dauer zu bringen. Bewertet wird nicht nur die Präsentation oder der Geschmack. Die Jury schaut unter anderem auch auf die Hygiene und die Arbeitsorganisation. Und das Ganze läuft auf die Zeit. Genau 10 cm lang und 50 Gramm schwer muss eines von diesen Eclairs sein. Ein Modul kann über alles entscheiden. Die Punktevergabe, die es am Schluss gibt, die ist so nicht beieinander. Logisch, es passieren Fehler, aber wenn wirklich ein ganzes Modul schief geht, ist das sehr, sehr schwierig, da noch etwas zu reissen. Einem Modul kann man auch Gang sagen. Mit diesen Eclairs würde er ziemlich sicher keinen Blumentopf gewinnen. Die Frage ist, wie kann er es besser machen? Die Füllung funktioniert so nach Rezept, die hebt so an. Und beim Eclair probieren sie jetzt sicher nächstes Mal den Teig weniger abzubrennen, dass da etwas mehr Feuchtigkeit drin bleibt, dass das dann schlussendlich hoffentlich auch schöner aufgeht. Aber ja, also das Eclair ist noch nicht so. Üben, üben, üben. Jasmin Burgener hat keine einfache Woche hinter sich. Das erste Mal ist ihre kleine, gehörlose Tochter Clara weg von daheim, in einem Lager. Gute Besserung. Merci. Gute Erholung. Ja, merci. Ade, danke. Also für mich war es schon speziell, jetzt loszulassen. Das ist ein Guide ohne mich, weil ich bin immer so wie da und helfe ihr halt in Situationen, die sie nicht gut kennt oder nicht gut versteht, bin ich eigentlich immer wie die Hilfe für sie da. Und jetzt ist sie wirklich halt 7 Tage ohne mich weg. Und das ist für mich schon noch speziell. Wie macht sie es? Ist ihr auch gut gegangen? Ja, viel wollte ich mir pflegen an sie. Schauen, wie sie das gemacht hat. Aber ich denke, ich hoffe, es ist gut gegangen. Nimm es einfach aber. Johanna! Danke. Gehörlose Kinder, ihre Geschwister und auch Kinder von gehörlosen Eltern kommen in diesem Lager zusammen und lernen voneinander. Es ist der letzte Abend vom Lager. Nein. Du brauchst also, jetzt ist 20 vor 5 Uhr. Ich kann meine Sachen also jetzt ist es 20 vor. Das Lager war endlich noch leer. Aber etwas hat der Clara zu schaffen gemacht. Ein bisschen haben wir eine Suppe. Ein bisschen Heimweh ist ein bisschen untertrieben. Weg von Mami und weg von daheim, unter dem hat die 8-Jährige ziemlich gelitten. Auch wenn das Lager nur gerade im Nachbarsdorf zu Fiesch ist. Am Anfang hatte ich relativ viel Heimweh. Und dann habe ich, also sie am Ganzen ist 7 Tage im Lager.
Und ich musste den für eine Nacht holen. Die Nacht hat sie daheim geschlafen. Und dann ist sie wieder gebrungen und seitdem ist jetzt eigentlich gut. Ich habe nichts mehr gekehrt. Alles gut gegangen. Auch am Kini ist nichts Schlimmes passiert. Wo morgen wir dann noch das Morgenessen. Und dann schon warte, ich kann heute auf den Plan schauen. Ja, schon. Das Morgen und dann ist Abreise. Ja, das können wir heute Abend einpacken. Der Philipp Steiner ist der Lagerleiter. Er bespricht mit den Kindern das Abendprogramm. Und machst du mal Feedback runter, wie ein Wochenprogramm machen? Ob sie dann schon alles zusammenpacken sollen, ist die Frage. Und ja, sie sollen alles parat machen. Ja. Auch, was ist das später? Ein Teil der Kinder ist sattelfest in der Gebärdensprache. Das 3. Mal bin ich jetzt hier und mir gefällt es sehr. Man lernt auch jedes Jahr immer mehr Gebärdensprache. Das ist recht hilfreich. Auch zum Lehren allgemein, weil zum Beispiel meine Eltern sind jetzt gehörlos und die haben gehörlose Kollegen und Kolleginnen und Freunde. Und dann ist es halt einfacher und dann kann ich auch besser mit ihnen so reden. Ich habe ein bisschen zurückgelegt und schnuggelt. Diese Gebärden kennt jeder. Das letzte Mal das Nachtessen im Lager und noch ein bisschen rumblödeln mit den Betreuern. Noch einmal schlafen und dann kommen die Eltern die Clara abholen. Etwas ausserhalb von Mombasa, in einem armen Viertel, da ist Harrisons Primary School. Der Joshua und Vera unterstützen die Schule schon seit Jahren mit ihrem Schweizer Hilfsverein. Nebst dem Schulgebäude und dem Kindergarten, der gerade im Bau ist, hat auch Vera vor 3 Jahren ein neues Projekt gestartet, das ihr als Sozialpädagogin besonders am Herzen liegt. How are you? I'm fine. I'm very fine. Wow. How are you? I'm fine. Very fine. Thank you. Good to see you. Hey. 5 Nähmaschinen hat Vera in der Schweiz durch einen Spendenaufruf aufgetrieben und auf Kenia gebracht. Wir sind hier im Nähatelier. Jacqueline ist ausgebildete Schneiderin. Sie tut hier so rund um die 10 junge Frauen zu Schneiderinnen ausbilden. Das ist unser neues Projekt neben der Schule. Genau, und sie üben jetzt hier mit den manuellen Nähmaschinen so ein bisschen üben und lernen zu nähen. Und nachher, wenn sie das können sie dann nachher an die automatischen Nähmaschinen gehen. Nach der Ausbildung zur Schneiderin können sie ihr eigenes Geld verdienen. Und Grace hat mir dann auch erzählt, dass es viele junge Frauen hier in der Umgebung gibt. Also Teenager-Schwangerschaften und Ehen ist ein riesiges Thema aufgrund der Armut. Und das hat mich sehr berührt und ich habe dann gefunden, hey, ich möchte etwas noch für die jungen Frauen machen. Und ja, jetzt hoffe ich, dass wir irgendwann noch hier noch ein festes Gebäude machen können, dass auch ihre Bedingungen ein bisschen besser sind. Aber ich glaube, zum Starten ist das schon mal besser als nichts. Ja. Wow. Mhm. Die Abstände stimmen. Mhm. Ja. Sieht gut aus, ja? Könnte herkommen, ja. 2 and 1 tab. Ah, schön. Ich bin noch gespannt auf die Bluse. Bluse? Mhm. Ja. Well done. Very nice, wow. Aha. Und die, oh ja, anlegen. Das sind jetzt die mit den langen Ärmeln. Aha. Die anderen waren ja kurze Ärmel. Mhm. Ja, ist gut, dass du beides hast. Hä? Ist ja gut, dass du beides hast. Ja. Oh, das steht da noch, hä? Ah, she looks good, eh? I think you've got to engage her. Again? Hä? Die will Mami heiraten. Schau mal, Mama dort. Hä? Das ist schön. I like the color. It's your color. Yes. Nice. Ich habe mega Freude. Also gut, das Muster, ja, gefällt mir mega fest, finde ich schön. Und es ist schon, ja, echt schön, so etwas zu machen.
ist immer eine Herausforderung für uns alle. Wir diskutieren dann immer hin und her, diskutieren, wie machen wir das genau. Ich habe ja nicht Schneiderin gelernt, ich habe keine Ahnung. Da ist wirklich Jacqueline der Profi dafür. Ich versuche dann ein bisschen zu sagen, hey, eben Blusen kann ich mir gut vorstellen, das könnte man gut verkaufen. Komm, wir versuchen, so etwas zu machen. Genau, ich tue ihnen die Schnittmuster oder die Vorlagen geben oder schicken. Und dann machen sie das und dann probieren sie in der Schweiz zu verkaufen. Ja. Und so kommt wieder Geld in die Vereinskasse. Die Golzerer Bahn im Kanton Uri. Der Pascal Arnold hat endlich wieder einmal einen freien Tag. Jetzt ist super, mal den Kopf wieder durchzuliften und ein bisschen auf andere Gedanken kommen, anstatt nur an diesen Ecklern herumzudenken. Von Bristen geht es auf Golzeren, einem kleinen Bergweiler im Maderanertal. Der Pascal besucht seine Eltern, die noch weiter oben auf der Windgellenhütte wirten. Ich fühle mich wohl dahin, weil es ist irgendwie ein zweites Daheim. Ich bin mit dem aufgewachsen und ich weiß nicht, einfach irgendwie so ein Herzensort. Ja, logisch, ich würde gerne mehr raufgehen. Es gibt mir selber auch sehr viel und meine Eltern sehen jetzt nicht so viel und es geht einfach gerade so ein bisschen bei allen drunter und drüber und ist jetzt halt so, wie es ist. Er kennt es gar nicht anders. Wenn er seine Eltern zwischen Mai und Ende September sehen will, dann muss er auf 2032 Meter über Meer hochlaufen. Salut miteinander. Hoi. Die Familie führt die Hütte schon seit 17 Jahren. Schön, dass du da. Ja, rüberkommen. Ja, tipptopp. Hey, es war heiß, heute nicht. Hey, ist gegangen. Es war angenehm mit dem Wetter. Ja. Dir so? Am Schluss. Schön. Tipptopp, hey. Hoi. Hey, danke. Hoi. Schön. Ja. Der Pascal ist hier in der Küche eigentlich gross geworden, ist viel da hinter dem Küchentisch gesessen, hat manchmal irgendwie 3, 4, 5 Pfannen neben sich zugehabt, hat etwa reingeschaut, hat manchmal irgendwie Nussgipfel geformt. Nussgipfel geformt oder stundenlang gezeichnet. Ja, man kann schon ein bisschen sagen, du bist zwischen den Pfannentöpfen gross geworden. Ja. Also, ja. Und ein schönes Zettel hat es von dir noch. Ja, ist es eine Kaffeemaschine da hinten. Das muss ich jetzt noch. Dann wir das gerade anschauen. Das unter anderem zum Kaffee immer ein Schöckeli gehört zu den warmen Getränken. Tee, heisse Schoki, Kaffee. Das war ihm sehr wichtig. Ja, das haben immer alle vergessen. Das Bergblatt gemacht. Unterschrift Pascal Arnold. Das hast du sicher ein bisschen von mir. Ja, kann schon sein, ja. Für mich ist die Familie ein Safe Place. Absolut. Einfach, ich kann wirklich sein, wer ich will. Und sie unterstützen mich auch bei allem, was ich machen will. Da haben wir schon in der Küche umgewietet, hä? Die sind alle schon lange gewietet, ja. Die ersten Pizzas. Ja, ein bisschen kreativ. Ja. Aber eben, die Theke vom Kochen hat mich ab. Ja. Ja, das sind schöne Erinnerungen. Ja. In 17 Jahren, wo du da auch schon mit eingestoben bist. Ja, wenn man das ein bisschen anschaut, ist man schon immer wieder ein bisschen Erinnerungen am Schwelgen. Und es sind sehr, sehr viele coole Erinnerungen, ja. Ja, schöne Zeiten. Absolut, ja. Und immer noch. He? Ich habe eigentlich sehr früh gewusst, dass ich etwas im Lebensmittelbereich machen will. Also Koch oder Bäcker war lange ein Thema. Und gerade wenn man so gute Noten bringt, kommt dann schon die Frage, hey, also vor allem von Lehrern, hey, du hast so gute Noten und du willst eine Kochlehre machen. Und
Das hat schon auch zu denken gegeben. Ich hatte aber meine Familie, die halt auch daheim gesehen hat und auf der Hütte oben, wie viel Freude ich an dem Kochen habe. Und wie glücklich ich vom Schnuppern heimgekommen bin. Und meine Familie hat mich voll unterstützt auf dem Weg. Wir waren sicher nicht die, die da irgendwie gepusht haben, die gedrängt haben. Etwas machen, wo Herzblut dahinter ist. Ich finde, das ist das Allerwichtigste. Und es ist ja mega schön, zu sehen, wie viel Freude das hinter deinem Beruf steckt, aber auch hinter deinem Bruder, hinter dem Reto. Ja, uns ist das eigentlich immer das Wichtigste. Egal was sie jetzt für einen Weg in Angriff genommen haben, habe ich das Gefühl, haben wir dich dabei unterstützt. Ja. Die Lehre daraus ist, dass man einfach das machen, wo man Freude daran hat. Und blöd Deutsch gesagt, den Scheiß auf die anderen geben. Wichtig für das ist einfach auch noch, dass man sich ein Umfeld schafft, so gut wie es geht, das einem halt auch unterstützt auf dem Weg. Nur chillen kann der Pascal aber nicht. Er packt immer gerade mit an auf der Hütte. Ältermagrone? Hier hat nur ein Herdöpfelsalat. Voilà. Noch ein bisschen Senf. Gute miteinander. Gute miteinander. Gute. Es geht gut. Serafina hat die Woche viel Zeit mit ihrer Mami gehabt. Bald ist es nicht mehr so ruhig. Die Clara kommt heute wieder heim. Ich habe die Clara schon vermisst. Am Anfang ist es noch so gegangen, da ist halt sie ist ja ab Tag 2 weg. Aber nachher haben wir sie schon vermisst. Am Anfang war es bei dir schlimm. Immer wenn sie jeden Tag gelitten bist du ausgerastet. Also ausgerastet bin ich nicht, aber ich war schon ein bisschen traurig, wenn sie so geflennt hat. Also ein bisschen, hat mir schon ein bisschen Sorgen gemacht, wenn sie immer geflennt hat und so Heimweh kam. Ja. Nicht? Hat dir das nicht etwas gepriert? Nein. Nicht? Okay. Ich hätte ja Freundin nicht. Wenn ein Kind am Telefon flennt und sagt, Mama, ich will zu dir und ich brauche nur dich, ja, dann blutet das Mama-Herz halt einfach ein bisschen mit. Genau, und ich habe halt, ja, es war jetzt das erste Mal, als ich im Lager war, ich habe nicht recht gewusst, was ich jetzt machen soll. Und darum bin ich halt schon bin ich ein bisschen nervös. Das Lager war zu Viersch, im Dorf neben Lachs. Ein Katzensprung eigentlich. Für die Clara aber gefühlt auf einem anderen Planet. Ich denke, jetzt ist sicher auch glücklich, müde vor allem. Ich denke, sie wird müde sein. Aber sicher auch froh, jetzt wieder heimzukommen. Aufgedroht wahrscheinlich ein bisschen. Zolle. Gell, Sie gesagt, den Beruf laufen? Gut, Papa. Ja, wahrscheinlich, wenn die Gehörlosen sich selber ja nicht hören, hören sie auch nicht, wie viel Krach sie machen. Aber deine Mutter hat dir immer gesagt... Ja, immer gesagt, sei leise, nicht so laut. Okay. Hallo, Sally, hallo. Alles gut? Oh, so schön, bist du wieder da. Ja. Cool gewesen? Ja. Super. Sagen wir nachher noch ciao. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Alles gut? Super. Gut. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Alles gut? Gut Sehr gut, gegangen? alles super mitgemacht. Hat sie dir viel Freude? Ja. Haben wir große. gesehen. Ja. Das tschüss. Tschüss, Grabine. Tschüss, Grabine. Tschüss, Grabine. Oh. Sei Ciao, tschüss. Astrid. Ciao. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja? Ja. Okay. Ciao. Hast du schon gesehen? Wir sind hier angekommen. Das ist das Bayer. Dann können wir nachher uns... Und Mama, die möchte das lesen. Das muss ich lesen. Hallo Mama, ich habe dich sehr vermisst.
Du bist die beste Mama auf der ganzen Welt. Liebe Grüße, Clara. Das ist nur traurig. Das ist traurig. Wie soll ich das nicht lesen? Nein, du nicht. Soll ich es mal lesen? Nein, du nicht. Hallo Mama, ich vermisse dich sehr. Bitte kommt... Nein. Nicht mehr weiterlesen. Dann wäre das weg. Bist du ein bisschen traurig, wenn du das geschrieben hast? Wenn ich das Gleiche machen wollte, dann hatte ich kein Lied mehr. Aber trotzdem. Und dann haben wir so coole Spiele gemacht. Okay. Hauptsächlich hast du wahrscheinlich schon gebartet im Lager. Auf einer Seite finde ich es für Ski auch gut, weil ich meine, eine Sprache lernt man nur mit Learning by Doing, oder? Und wenn Ski im Lager jetzt wirklich wieder 3 Kinder ist und sich so hat verständigen, sie ist ja sehr visuell. Ich denke, sie würde das extrem schnell lernen, wenn sie jemand hängt, der aber viel gebartet. Also eigentlich finde ich das toll, wenn sie im Lager ist, fast gebartet. Für sie. Hast du ein bisschen probiert zu gebarten? Kannst du ein neues Wort? Ich habe eine Sache. Clara, Was? kannst du ein neues Gebärdenwort? Dann sag mal. Zimmer. Zimmer? Zimmer. Aha. Das habe ich verstanden. Was ist das Coole an der Gebärdensprache? Ja, ich kann in der Wasser mit der Schnürtechenbrille gebärden, wenn man einander etwas sagen will. Ja, genau. Wenn man nicht reden kann, so kann man gebärden. Das ist cool, ja. Ich hänge ans gerne, dass sie das gelernt haben. Weil ich finde es eigentlich sehr wichtig. Das ist die Bilingualität. Und ich finde das wirklich sehr wichtig, weil es ja gleich immer wieder Situationen gibt, wo sie an ihre Grenzen kommt. Also ich finde es immer noch schade. Ich würde sehr hoffen, dass sie das eines Tages wirklich lernen kann. Weil ich denke, das würde ihr schon helfen. Über 1,5 Millionen Menschen leben in Mombasa, in der zweitgrössten Stadt von Kenia. Im Marktviertel sind die Gassen verwinkelt und es läuft immer etwas. Der Joshua und Vera wollen einkaufen. Okay, now we go. Wait, okay, thank you. Nicht ganz ungefährlich für Fußgänger und schon gar nicht mit Krücken. Es ist Regenzeit. Mia, tanam zini. Ja, der Regen. 550. Sante. Can I change? Geht's für dich? Ja, tipptopp. Ja, 20. Du hast jetzt echt Can you nicht June? No problem. Charo is safe, that is important. Take a shower now. Thank you, very good. Kenia ist mega schön, es ist sehr lebendig. Auf der anderen Seite ist es auch recht hektisch. In der Stadt mit viel Verkehr, alles ein bisschen chaotisch. Und ja, für mich ist es immer mega schön. Ich genieße das Chaotische immer auch ein bisschen, weil es halt nicht immer zu und her geht, wie es bei uns daheim ist. Und die Leute sind für mich sehr warm und offen und das genieße ich mega. Zusammen mit Grace, Harrison und dem Ziehvater Furaha geht es auf Shoppingtour. Sie brauchen für das Nähatelier mehr Stoff und am besten zu einem vernünftigen Preis. Hast du einen? Das sind Kitenge, die sind typisch für Kenia. Die werden hier produziert. Ja. Die Auswahl ist riesig bei den verschiedenen Händlern. Everything okay? No, I'm okay. No, I don't need to sit. Okay, welcome all. Hi. Kitenge is today. Thank you. Ja, today is Kitenge. Also, musst du auslesen? Ja, ich komme. So, choices or maybe this one. Yes. Yes. Oh, ja, das ist gut. Wow. Ich suche jetzt einen Stoff, wo ich das Gefühl habe, die passen für Taschen und Blusen. Und das Mal wollen wir noch so Babylätzchen auch noch machen. Also, dann muss ich dann noch etwas finden, was so ein bisschen zu den Babys passt. Genau, mir gefällt das Muster mega fest und ich probiere, wie so ein bisschen herauszufinden, was in der Schweiz gebraucht wird oder was in der Schweiz so gut ankommt, weil wir sie ja dort verkaufen. Which one do you like, Grace? Welcher gefällt dir, Grace? We have a similar one, yeah. Den haben wir schon.
We have it already or is it done? Ah, this one. Yeah, we can get another one. Nicht für Kleider, aber für Blusen. Blouses, yes. Die Schwierigkeit ist sicher, die richtigen Preise zu bekommen. Das ist nicht immer einfach, darum müssen wir immer gut verhandeln. Und ja, das ist so ein bisschen die grösste Herausforderung. Und da nochmal eins dran. Das ist auch ein Grund, warum die Grace mitgekommen ist. Udo! Wo musst du? Also, das sind 5 im Moment. Bist du lustig, hä? Und Grace hat gut gemerkt. So, 1-5 last time. Was it also 1-5? Ah, no, it was. Ah, ja, gut. Preis. Ah ja, so. Ja, jetzt haben wir gerade recht einen guten Preis bekommen. Ich bin selber ein bisschen erstaunt, weil letztes Mal haben wir 2000 gezahlt pro Stunde. Und jetzt zahlen wir 1500. Letztes Mal war Grace nicht dabei. Also, Grace hat da jetzt sehr gut ausgehandelt. Genau, ja, das ist super. Aber ich glaube, langsam kennt er uns halt auch sehr gut und weiss, dass wir regelmässig vorbeikommen und regelmässig Stoffe kaufen können. Und das hat sicher auch noch mal einen Einfluss. Der Verhandlungsmarathon ist durch. Es regnet immer noch in Strömen. Yes? Der kleine Javin hat jetzt Hunger. Die Vera bringt nichts aus der Ruhe. Sie ist dort schon fast eine halbe Kenianerin. Ja, ich bin glaube schon recht anpassungsfähig und flexibel, aber ja, am Anfang hat es mich natürlich schon neu herausgefordert hier in Kenia, wo wir das erste Mal kamen. Bin ich auch noch so, habe mich recht zurechtfinden und so, wie läuft das und so. Aber ja, also ich denke auch, es sind Ferien, es ist ja anders als beim Arbeiten, ich muss nichts. Vorhin hat der Teddy angerufen, wo wir die Handys abgegeben haben, dass wir nicht auf Hütte lenken, weil es so fest regnet, dann muss die Stadt die Sachen holen, darum wird es erst morgen. Party! Einmal im Monat fährt Pascal zu seinem Mentaltrainer. Nicht ganz freiwillig. Es ist von SwissSkills so vorgeschrieben und gilt als wichtiger Teil der Vorbereitung auf einen Wettkampf. Ein bisschen wie bei den Skirennfahrern. Ich freue mich eigentlich immer sehr auf das Mentaltraining. Ich finde, ich habe einen super Mentalcoach. Und ich finde es auch mega spannend, sich mit dem ganzen Mentalen zu befassen. Und es ist halt nachher auch einfach sehr wichtig, dass man den Tag X abliefern kann. Heute werde ich sicher bringen, Mentaltraining. Also in den letzten Training ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass ich manchmal so ein bisschen hektische Bewegungen drin habe. Und so bei jetzt muss ich das noch und dann so ruckartig quasi tun, meine Bewegungsabläufe ändern. Und das wirkt halt dann nachher mega hektisch. Und wenn es hektisch wirkt, ist es halt nicht so gut, weil dann kommen die Experten schauen. Das will ich eigentlich nicht unbedingt. Der Mentaltrainer ist Zempach. Salut. Ja, guten Morgen, Pascal. Komm rein. Merci. So. Auf diesem Stuhl sind schon viele Spitzensportler gehockt. Ja, du hast letztes Mal ein paar Sachen mitgenommen, die wir erarbeitet haben. Was ist daraus entstanden? Ich habe das wirklich ein bisschen umgesetzt in letzter Zeit. Ich habe wirklich am Morgen mir manchmal ein Ziel gesetzt, wirklich ein konkretes Ziel. Gerade so hektische Bewegungen habe ich mir manchmal als Ziel gesetzt. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass ich halt eben, oder eigentlich wie viel, dass ich so hektische Bewegungen machen will und manchmal halt gleich auch machen, weil ich es nicht schnell genug checke quasi. Wenn die Experten auf der Seite stehen und sehen, wie du weghöselst oder hektisch bist, nachher wieder zurückkommst und etwas vergessen hast und wieder zurückgehst, oder? Oder eben, dass etwas verschmiert ist und du vergisst, das aufzuputzen. Einfach, es sind sehr viele Bereiche, wo du musst darauf achten musst, weil es einfach sonst massive Punkteabzüge geben kann. Okay, dann darfst du mal alles auf die Seite legen, dass du ganz locker dich hinsetzen kannst. Du hinterher sitzen, die Beine bitte so behalten, parallel. Die Arme abstützen auf den Lehnen.
Pascal, schließ deine Augen. Deine Augendeckel fallen zu. Alles, was von außen kommt und dich abzulenken vermag, perlt an dir ab wie ein Wassertropf auf der Haut. Störende Gedanken lässt an dir vorbeiziehen, wie Wolken am Himmel vorbeiziehen. Deine Füße und Beine werden langsam schwer und warm. Auch deine Hände und deine Arme sind zunehmend schwer und warm. Stell dir jetzt vor, du bist in der Küche am Umriegeln. Freust dich, hä? Stell dir vor, wie die Ruhe jetzt bei dir aussieht. Wo nimmst du deine Ruhe wahr? Ich stehe aufrecht dort. Das wirkt souverän. Es geht irgendwie schier wie von alleine. Deine Aufmerksamkeit kannst du beim Wesentlichen behalten, nämlich bei dir, bei deiner inneren Ruhe, aber auch vor allem bei deiner Freude und Leidenschaft. Tu doch die Freude und Leidenschaft irgendwo ankern bei dir im Körper. Darfst du das auch ausführen? Weiss ich nicht. Faust. Faust. Oder indem du dir auf die Brust schlägst. Genau. Ich bin da. Ich mache das aus Herz, aus Leidenschaft. Und gleichzeitig ist es ein Anker, den du auslösen kannst, der symbolisch für Ruhe und Freude steht. Wo nimmst du die Emotionen wahr? Es wird mir so ein bisschen warm ums Herz irgendwie. Gib doch dem ganz bestimmten Namen mit einer Art des Codewort. Ich verbinde es wirklich mit Herz. Von dem her eben vielleicht Herz würde eigentlich passen für mich. Fände ich cool, ja. Gut. Was willst du wirklich? Mein Ziel ist eine Goldmedaille und auf das arbeite ich jetzt auch hin. Es ist ein höchstes Ziel, aber im Moment treibt mich das sehr an. Es ist auch, für mich ist es auch so ein Motivationsfaktor, sich das eben auch zu visualisieren, wie man nachher dann dort auf der Bühne steht und den Goldklumpen um den Hals gehängt bekommt. Das treibt mich auch ein Stück weit an, ja. Super, danke, dass du dich auf das eingelassen hast, dass du dich in diese Situation nie versetzen konntest. Seine grösste mentale Wachstumschance, dass er einfach die Erfahrungen, die er macht, dass er das mitnimmt, an dem kann lernen, sich weiterentwickeln und zu mehr Sicherheit kommt, zu mehr Selbstvertrauen kommt und vor allem einfach mit dieser Überzeugung und Souveränität, mit Freude und Leidenschaft an diesen Wettkampf kann gehen, dass er dort auch wirklich sein Potenzial abrufen kann. Morgen, ja, hallo. Hey, hallo. Jasmin Burgener hat heute etwas vor, was sie noch nie gemacht hat. Es ist Sonntag, Burgeners haben mit einer anderen Familie abgemacht. Denen ihr Mädchen, Livia, ist auch schwer hörbeeinträchtigt und trägt ein Hörgerät. Sie ist auf die Welt gekommen und da hat sie eben Jasmin und Kontakt aufgenommen vom hörgeschalteten Verein im Wallis und dann haben wir so kennengelernt. Genau. Weil ich auch selbst betroffen bin, mein Mann auch. Wir hören auch beide nicht gut, wir haben auch Cochlea-Implantat und so können wir auch ein paar Tipps geben. Ich finde es ganz wichtig, dass Clara den Kontakt mit anderen hörbehinderten Kindern und auch Erwachsenen hat. So dass sie wirklich sieht, ich bin nicht alleinzig, es bin nicht nur ich so. Es haben auch andere Kinder Hörgeräte oder Zehen und hören nicht so gut. Und dass sie untereinander ein bisschen den Austausch haben, das finde ich sehr wichtig. Sie fühlen sich wie verbunden durch mich. Jawohl, super. Der Mario arbeitet als Mechaniker bei den Aletschbahnen. Sie gehen etwa die mit dem Gondeli da rauf. Hier oben
sieht man den grössten Gletscher der Schweiz. Im Sommer gehen wir meistens schon einmal Abstieg. Also im Winter natürlich viel mehr, weil dann gehen wir ja am Rüff Ski fahren. Da sind wir wirklich, eigentlich sind Ski jeden Tag da oben. Und im Sommer gehen wir ein bisschen weniger und dann gehen wir meistens aber einmal im Jahr machen wir so einen Ausflug. Gehen wir am Rüff und eben oben ist es schön kühl, wenn es nicht so heiß ist. Ist das angenehm. Gut, wenn wir einen Trikot anlegen. Das Eckishorn ist fast 3000 Meter hoch. Die Aussicht auf das ewige Eis vom Aletschgletscher ist spektakulär. Obwohl das, wenn man ja wirklich viel sieht, der Gletscher, finde ich, es ist jedes Mal schön, wenn man am Brüchen kommt. Es ist auch so still und die Luft ist anders. Also ich finde es gleich jedes Mal schön. Also es berührt uns gleich jedes Mal, muss ich sagen. Gut, hast du warm? Ich kann immer noch kalt. Hast du immer noch kalt? Ja, die Läufe werden ein bisschen nachher wärmst du dich auf. Gell, lässt den Rucksack gerade wieder ab. Burgeners sind viel da, aber auf dem Gipfel da war Jasmin noch nie. Es geht eine halbe Stunde stotzig rauf. Jetzt sieht man schon, Clara. Mein erster Gipfel. Ja. Mein erstes Gipfelkreuz. Wow, gehst du schaffst du nicht da? Oh, geschafft, je! Bravo! Yay! Geschafft! Ich bin noch nie auf dem Hioben. Das ist mein allererstes Mal. Das darf man fast nicht sagen, aber ich bin gerade glücklich. Ja. Ja. Bis jetzt ist immer der Mario allein mit den grossen Brüchen gelaufen. Und ich hatte immer ein kleines Kind. Und wir haben immer mit den Kleinen unten gewartet und zugeschaut, wie die grossen Brüche laufen und gewunken. Aber selber bin ich noch nie am Brüff. Das ist jetzt heute wirklich mein erstes Mal. Also eine riesen Freude. Hallo, Clara, die Kapper am Brüff? Ja, so ist besser. So ist viel besser. Ja, super! Yeah! Gut! Jetzt können wir hier picknicken, jetzt haben wir unseren Platz. Sogar 2 Banken. Jetzt können wir alle auspacken. Ihr habt alle etwas drin. Ich komme auch noch. Gipfelwein? Gipfelwein. Am Schulplatz hat Opa gemacht, also hat Opa zugekommen. Mal Eier. Komm doch du an. Irgendwas was zur Seite. Gesundheit auf den Gipfel. Gesundheit. 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 Die Familie von Clara und Olivia machen noch öppe die zusammen einen Ausflug. Ich finde es aber auch noch wichtig, dass Clara auch erwachsene Leute sieht mit einer Hörbehinderung. Weil man hört sehr viel von Kindern, die sagen, oh, wenn ich dann mal gross bin, dann habe ich ja die Zehen nicht mehr, dann kehre ich ja den. Das sagen sehr viele Kinder, das hört man immer wieder. Und ich finde es noch wichtig, wenn sie aber auch erwachsene Zehenträger sieht. Dass sie sieht, es gibt Kinder, es gibt Erwachsene, es gibt ältere Leute, es gibt junge Leute, es gibt eigentlich alles. Und dass sie sieht, die Zehen kehren halt mehr. Ich werde auch als erwachsener Mensch noch Zehenträger sein. Das finde ich auch noch wichtig. Barua toka jana Mogina Kenyatta wanauliza kama Kenya kuko sawa. Direkt am Indischen Ozean ist das Hotel, wo der Joshua schon immer gewohnt hat, wenn er zu Mombasa war. So auch heute noch. Jetzt einfach zu dritt. Wo wollen wir sitzen? Oder herliegen? Wollen wir ein bisschen runter zum Meer? Ja, ein bisschen zum Meer, dann sehen wir nachher. Ein bisschen Aussicht genießen. Schätzu, können wir paddeln? Achtung, Stufe. Sie verbringen alle ihre Ferien in Kenia. Wegen ihrem Hilfsprojekt. Also, Badesachen, hä? Asante. Asante, brother. Thank you so much. Ah, wow. Perfekt. Komm. Thank you.
Das Hotel zahlen sie natürlich nicht aus der Vereinskasse. Sie machen viel für die Harrisons Primary School, wenn sie in Mombasa sind. Aber sie brauchen auch mal eine Tagpause. Ja, perfekt, das ist super. Aber die Farben sind so schön. Ist gut? Ah, die sind mega schön. Wow, das ist mega schön. Sehr gut. Ja, das Timeout und die Familienzeit ist mega wichtig, dass wir auch den Ferienaufenthalt zusammen als Familie genießen können, weil sonst fehlt die Zeit. Und ich genieße das so sehr, wenn ich wirklich Zeit für meine Verlobte und mein Schätzchen habe. Darum ist das ganz, ganz wichtig für uns, dass wir die Auszeit haben, auch für den Javin, dass er wirklich auch ein bisschen erholen kann und ein bisschen spielen kann, das Meer genießen kann oder einfach Kenia auch genießen kann. Gleichzeitig ist es manchmal schon auch schwierig, wenn man wie sieht, ja, was wir alles zu tun hätten oder was alles zu machen wäre, ist dort manchmal schon auch schwierig zu sagen, ah nein, jetzt tun wir einfach hier sein und chillen, nichts machen in diesem Sinn. Genau, und gleich auch wichtig, weil wir gehen ja auch wieder zurück in die Schweiz und dann arbeiten wir auch beide wieder. Müssen wir schon schauen, dass wir eben auch für Javin uns die Zeit manchmal rausnehmen können. Die Vera ist Sozialpädagogin und Joshua ist Assistenzarzt in der Orthopädie. Hinter der paradiesischen Fassade des Hotels ist das Leben ein anderes. Ein Drittel der kenianischen Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Ja, es ist natürlich schon ein Kontrast, wenn man sieht, wie es im Hotel ist und wie es draussen ist. Aber wir sind vor allem im Hotel auch für den Javin, dass er gutes Essen hat. Und dann waren wir im Apartment. Darum sind wir auch nicht immer in diesen Verhältnissen. Das ist schon ganz klar. Es geht vor allem auch um ihn, dass er wohl ist, dass er ein gutes Umfeld hat. Genau. Ja, und gleich halt auch so wegen der ganzen Leute. Also, die Leute hier, wir kennen es auch so gut. Sie haben so Freude, wenn wir kommen. Und wir würden hierher kommen, die ganzen Leute besuchen. Und das ist für uns halt schon mega schön, wenn wir den ganzen Tag unterwegs sind und so viel machen. Draussen sind, in der Schule sind, ist immer viel los. Und das ist für uns schon sehr schön, auch hierher zu kommen und so ein bisschen die Ruhe und die Leute, die du kennst. Sonst würde es schon viel werden. Ich werde heute das erste Mal mit ihm ins Meer baden, schnüffe ihn. Ich bin gespannt, wie er reagiert. Ich denke, das Meer ist genug warm. Also, es ist recht warm, das Wasser im Moment. Er geht normalerweise mega gerne schwimmen. Wow, Jay, schau mal. Badai, labda. Vielleicht später, ruft der Joshua den Kamelführer zu. Sie will die Familie auf einen Ausritt mitnehmen. Oh, schau, da ist ein Krebs. Habe ich selber noch nie gesehen. Ja, der ist wirklich richtig herzig. Wir müssen dann ein bisschen weg, nicht, dass jemand draufsteht. Ja. Oh oh, schau, er kommt. Oh oh. So. So. Ist in Sicherheit, junger Mann. Der Papa darf nicht mit ins Wasser. Wegen seiner Fußballverletzung hat er eine Schiene. Wasser! Geht's? Ja, stimmt doch. Ist es warm? Ja, ist mega warm. Oh! Was passiert? Wellen. Ja. Giraffe, da bleiben. Willst du laufen? Vielleicht lernt er jetzt laufen, gerade im Wasser. Ja, schau. Am Stempeln. Es ist frei! Oh, zu weit rein. Schade. Die Kamelführer lassen nicht locker. Ja, no. Die meisten hier kennen mich seit fast so alt wie der Javin, als ich hier am Strand alleine rumgerannt bin. Genau, darum kommen sie immer, weisst du, als du noch klein warst? Ja, ist halt auch wieder ein Heimkommen am Strand natürlich, genau. Ich kann leider nicht näher. Das nächste Mal probt der Pascal den Ernstfall. Unter Zeitdruck und scharf überwacht muss er ein ganzes Menü kochen. Genauso wie der an den Euroskills. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».